In der Wüste Bäume pflanzen heißt dieses Buch. 2024 ist es erschienen und ich gehe jetzt gleich mitten hinein in den Hintergrund dieser Geschichte und möchte gleich eine Frage an Elke Atzler richten. Denn dieses Buch ist ja nicht das erste, das entstanden ist, denn das Ganze ist ja in einem größeren Zusammenhang, der den Titel Internationale Literaturdialoge trägt. Worum handelt es sich dabei? Wie ist diese Initiative entstanden? Naja, dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Und zwar geht es darum, dass während der Corona-Krise der Kulturbetrieb ja massiv beeinträchtigt war und viele Künstlerinnen und Künstler diese Krise als existenzbedrohend und sehr dramatisch erlebt haben. Vor diesem Hintergrund hat die Kultursektion des österreichischen Außenministeriums gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur sich überlegt, dass man alternative Formate suchen muss. Und insofern ist eben diese Initiative gestartet worden, der internationalen Literaturdialoge. Es wurden österreichische beziehungsweise in Österreich lebende, tätige Künstlerinnen und Künstler eingeladen, mit internationalen Partnerinnen und Partnern ein gemeinsames Projekt zu entwickeln, ein literarisches Projekt, das sich den Themen des neuen Millenniums stellen sollte. Wie gesagt, dieses Buch In der Wüste Bäume pflanzen ist ja bereits das dritte Buch, das in diesem Rahmen entstanden ist. Was kannst du denn zur Geschichte dieser Initiative erzählen? Ja, also die erste Ausschreibung hat uns sehr überrascht. Also sie hat eine so große Resonanz gefunden, dass das Projekt 2022 noch einmal ausgeschrieben wurde. Es ist damals im Unterschied zum Vorgängerprojekt war allerdings klar, dass mit den Siegerprojekten, die von einer internationalen Jury ausgewählt wurden, eine Anthologie entstehen soll, die dann 2023 im Hollitzer Verlag unter dem Titel What the Future internationale Literaturdialoge entstanden, herausgekommen ist. Der dritte Band, dem wir uns hier heute widmen, ist der Tatsache geschuldet, dass das Ministerium 2023 ein ganz besonderes Jubiläum begangen hat, nämlich 50 Jahre internationale Kulturarbeit für Österreich. Im Zuge dieses Jubiläums wurde eine Initiative gestartet, die sich Imagine Dignity nannte, und die Literaturausschreibung war ein Teil dieser Initiative. Jetzt trägt dieses Buch ja einen Untertitel, der eigentlich wesentlich mehr über den Inhalt aussagt als der Titel. Dieser Untertitel heißt: In welcher Welt wollen wir 2040 leben? Was waren denn die Fragen, die an diese Autorinnen und Autoren gestellt wurden in dieser Initiative, in diesem Projekt, aus dem dieses Buch hervorgegangen ist? Ja, es ging in erster Linie um Zukunftsthemen. Und die Autorinnen und Autoren wurden eben aufgefordert, sich genau mit jenen Themen zu befassen, die ihnen besonders unter den Nägeln brennen. Also es ging darum, was sind die Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft stellen müssen, und wie könnte sozusagen ein Zusammenleben, ein neues Zusammenleben zwischen Mensch und Natur aussehen. Und das Ganze
vor dem Hintergrund eben des Klimawandels, des Verlusts der Arten und der rapiden Entwicklung der neuen Technologien. Man soll dazu vielleicht auch noch sagen, dass dieses Buch auch ein ganz neues Format entwickelt hat. Während die beiden Vorgängerprojekte, hier wurde kein konkretes Thema gestellt, sondern den Autoren wurde es freigestellt, worüber sie schreiben wollen, was sie besonders beschäftigt. In diesem Fall sollte aber im Zuge eben dieser Imagine Dignity Initiative eben der Fokus besonders eben gerichtet werden auf Wissenschaft und Kunst. Und hier hat man eben wirklich ein Thema formuliert. Und dieses Thema war eben Mensch, Natur, künstliche Intelligenz. In welcher Welt wollen wir 2040 leben? Was sind die neuen Herausforderungen in dieser Zeit? Die nächste Frage, wenn es um den Inhalt geht, wer ist denn da drin und in welcher Konstellation muss man sich die Zusammenarbeiten vorstellen? Es ist ja doch eine Initiative des Außenministeriums und das Außenministerium kann ja per se nicht nur Aufträge an österreichische Autoren und Autorinnen vergeben. Das heißt, man musste ja auch internationale Autorinnen und Autoren einbinden. Wie ist das passiert? Wie konnte das gelingen? Ja, also es war klar, dass es 28 Texte sein sollen und daher wurden 14 österreichische bzw. in Österreich lebende oder tätige Künstlerinnen und Künstler aufgefordert, sich jeweils eine internationale Partnerin, einen internationalen Partner zu suchen. Und hier war eben auch der Unterschied zu den Vorgängerprojekten, während in den beiden vorangehenden Projekten jeweils eine gemeinsame Arbeit entstehen sollte, hatten diesmal die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ganz eigenständige Arbeiten abzuliefern. Von dieser Möglichkeit haben dann der Großteil der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Gebrauch gemacht. Nur 3 Paare haben eine gemeinsame dialogische Arbeit abgegeben. Verbunden hat sie jeweils eine gemeinsame Fragestellung, über die sie dann aber zumeist individuell gearbeitet haben. Jetzt sieht man die Länder, die vertreten sind in diesem Buch. Also es ist Spanien, Weißrussland, Belarus. 2 deutsche Autorinnen sind dabei. Der Iran ist vertreten, Kroatien einmal, Mosambik, also auch ein afrikanisches Land haben wir im Buch, Norwegen, Serbien, Slowenien, die Tschechische Republik und die Ukraine. Also es ist ein sehr internationaler Band geworden mit einer Auswahl, die eben von den Autorinnen und Autoren getroffen wurde. Hier sieht man den Inhalt, das Inhaltsverzeichnis, das man leider nicht besonders gut lesen kann oder gar nicht lesen kann. Ja, sollte eigentlich anders aussehen, aber egal. Man sieht einfach, dass es die Paare sind, immer die österreichische Autorin, der österreichische Autor, die quasi mit den Partnern aus dem Ausland, unter Anführungszeichen, zusammen so ein Paar bilden. Darum sind immer diese 2 untereinander stehenden Namen, Titel. Und es gibt eben einige, die herausfallen, weil da ein gemeinsamer Text entstanden ist. Ja, danke fürs Durchgeben des Buches. Das ist super. Dann kann man sich das anschauen und besser lesen. Ja, so viel, glaube ich, jetzt zu diesem
Buch ganz grundsätzlich mal als Hintergrundinformation. Wir haben jetzt ein paar Beispiele uns überlegt, davor aber noch ein paar grundsätzliche Themen, die in diesem Buch vorkommen. Magst du ein bisschen was dazu? Ja, die Themen, Frau Kuri hat das schon, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Also ich kann es nur wiederholen. Es geht in erster Linie um künstliche Intelligenz, um digitale Technologien, um den Klimawandel, um das Verschwinden der Arten, immer wieder auch um die Würde der Natur und die Würde des Menschen, die Zukunft der Demokratie, globale Ungleichheit. Allerdings auch Gegenwartsphänomene wie auch Migration, auch Massentourismus wird thematisiert und immer wieder auch das Nachdenken über neue Formen des Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur. Ja, und die Formen, auch das hat Frau Kuri schon sehr schön zusammengefasst. Also da reichen die gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten von literarischen Essays über Prosa, über fiktive Korrespondenzen, über Berichte, Konventionen bis hin zu einer Flaschenpost. Wir kommen zu den Beispielen. Das erste Beispiel, das wir ausgewählt haben, und Beispiele bedeuten immer Wahres in dem Fall, so wie dieses Buch auch entstanden ist. Ganz am Anfang zwei Autorinnen, die beide ursprünglich aus der Ukraine stammen. Eine davon lebt mittlerweile seit Jahren in Österreich, Tanja Maljatschik. Die zweite Autorin, Menschenrechtsaktivistin, Philosophin ist Larissa Denisenko, die in der Ukraine lebt. Dieses Paar ist deswegen für dieses Buch auch besonders wichtig, weil der Titel von den beiden stammt. In der Wüste Bäume pflanzen ist quasi der Übertitel der Zusammenarbeit dieser beiden Autorinnen. Und das Besondere an dem Paar ist darüber hinaus, dass die zwei vom Thema, das wir ursprünglich gesetzt haben, ein bisschen weggegangen sind und den Begriff der Zukunft auf einer ganz anderen Ebene thematisiert haben, als wir das eigentlich ursprünglich angedacht hatten. Da ging es also nicht darum, eine Utopie oder eine Dystopie einer Welt 2040 entstehen zu lassen, sondern es ging wirklich darum zu fragen, was kann Zukunft in unserer Gegenwart überhaupt sein? Und nachdem das zwei Autorinnen sind, die eben diesen gegenwärtigen Zustand der Ukraine reflektieren, ist Zukunft ein völlig anderes Konstrukt als für jemanden, der in Italien oder in Österreich lebt. Für Tanja Maljatschuk sieht das so aus, dass Zukunft in der Ukraine immer, sie nennt es, eine sehr unzuverlässige Zeiteinheit gewesen ist, dass die Vergangenheit, dass die Gegenwart in der Ukraine stets präsent, stets negativ konnotiert ist und dass Zukunft eigentlich nie etwas war, zumindest nicht in einer Zeit, die derzeit lebende Menschen in der Ukraine noch erinnern können, dass Zukunft nie etwas war, das man planen konnte, weil immer irgendetwas fremdbestimmt passiert ist, was die Zukunft von außen ganz anders eigentlich gestaltet hat, als man das selber gemacht hätte. Demgegenüber steht die Realität, in der Tanja Maljatschuk jetzt in Österreich lebt. Sie zitiert in ihrem Text ein Sprichwort, das besagt, wenn die Welt untergeht, dann lebt Österreich noch 2 Wochen weiter. Also überspitzt formuliert sagt das, in Österreich ist eigentlich alles immer positiv ausgerichtet im Verhältnis. Die Leute sind es gewohnt, dass in den letzten 70 Jahren immer alles besser wurde. Und Österreich steht da ja ein bisschen für, sagen wir, Mittelwesteuropa, eine ganz andere Welt als in der Ukraine. Und dementsprechend ist die Zukunft etwas, das man planen kann. Und die Zukunft ist etwas, das einfach nicht geprägt ist von einem Krieg, von einer Zerstörung, von einer fundamentalen Bedrohung, wie das in der Ukraine der Fall ist. Aus diesem Widerspruch, aus diesem unüberbrückbaren Widerspruch, wie Tanja Maljatschuk es nennt, geht hervor, dass doch ein bisschen eine Utopie in ihrem Text drinsteckt, nämlich der Wunsch, dass irgendwann
in allen Ländern eine Freiheit besteht, dass Zukunft planbar wird. Dass Zukunft etwas ist, das jenseits dieser Gegenwart, jenseits dieser permanenten Zerstörung funktionieren kann. Derzeit ist es, und das sagt sie ganz klar, nicht so. Ganz ähnlich ist der Text von Larissa Denisenko, die von einem Begriff ausgeht, den sie Entzukunftung nennt. Das, was in der Ukraine passiert, ist einfach die Zerstörung auch nur des Denkens an Zukunft. Alles, was in dieser kurzen Phase der Normalität vor einem Jahrzehnt ungefähr passiert ist, ist mittlerweile wieder zunichte gemacht. Und vor diesem Hintergrund schreibt sie einen Text, in dem die Erinnerung, in dem die Gegenwart die Zukunft bei weitem übersteigt. Aus diesem Text von Larissa Denisenko haben wir jetzt unser erstes Textbeispiel ausgewählt und ich darf Konstanze Karim-Czerny bitten, es zu lesen. Larissa Denisenko, Bäume pflanzen in der Wüste. Aber wir haben Krieg. Und schon ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn waren die Pfoten meines Hundes ergraut. Er hat Probleme mit seinen Augen und seinen Gelenken. Der Krieg macht weder Menschen noch Tiere noch die Natur gesünder. Und mein Vorrat an Ironie geht langsam zu Ende. Ich frage mich, ob die künstliche Intelligenz Bäume pflanzen wird, wenn sie darin keinen pragmatischen Nutzen erkennt. Wenn im Algorithmus kein Platz sein wird für Marillen und Weizen, für Akazien, Föhren, Linden und Gartenmette, wird in die Berechnungen der emotionale Wert von Pflanzen einfließen, ihr Symbolgehalt, ihre Bedeutung für die Geschichte einer Familie, für das Leben der Menschen und der Erde, dass wir sie brauchen, um zu trinken, zu atmen, etwas wachsen zu lassen. Andererseits, wenn wir Mitmenschlichkeit, Mitleid, Unabhängigkeit, Subjektivität, Identität, Empathie, die Fähigkeiten zu lieben, uns zu erinnern, zu träumen und den Unterschied zwischen Gut und Böse zu verstehen, verloren haben, verlieren dann nicht auch all diese Ängste ihre Bedeutung? Nach Beginn der großen Invasion habe ich an mir einen mit logischen Begriffen kaum zu beschreibenden Zustand bemerkt. Ich habe ihn Entzukunftung genannt. Es gibt keinen Platz mehr für große Ziele oder Träume, schon gar nicht für ein Jahr 2040. Es gibt aber das Hier und Jetzt, den jeweils gegenwärtigen Augenblick. Und da musste ich an meine Freundin denken, die von ihrer Oma erzählte. Die wollte, dass man alle Akazien in ihrem Hof rodete, weil sie ihr intensiver, süßer Geruch immer in die Zeiten zurückversetzte, als ihre Familie den Holodomor nur dank der Akazienblüten überlebte. Selbst die Erinnerung an das Verbrechen war für sie unerträglich geworden. Ob man sie tatsächlich umgeschnitten hat, diese Akazien, oder später neue gepflanzt, ob sich immer jemand findet, der denkt, anpackt, pflanzt, aufzieht, der für Erde und Mensch, für Wasser und Luft sorgt, der weiß, was schmerzt und der diesen Schmerz lindert, ohne die Erinnerung zu verfälschen, der die mütterliche Verantwortung auf sich nimmt, gedeihen und wachsen zu lassen, Erfahrungen weiterzugeben, Sorge zu tragen und zu behüten, der die Erinnerung an die Gewalt in sich weiterträgt, an Wüsten
wo einst üppig blühende Gärten waren, der weiterlebt. Wer? Ach, wer? In eine ganz andere Richtung gehen der österreichische Schriftsteller und Herausgeber Andreas Unterweger und seine weißrussische Kollegin Wolja Habajewa. Sie beide verwenden den gleichen Titel, was wir nicht über Vögel wissen, und beide Texte sind dem sogenannten Nature Writing zuzuordnen. Ich möchte hier anmerken, dass Sie werden das wahrscheinlich wissen, ich sage aber trotzdem, dass das Genre des Nature Writing auch in Italien sich zunehmender Beliebtheit und vor allen Dingen sehr großen Interesses erfreut. Es wurde Forschungsprojekte, die eben dem Nature Writing zuzuordnen sind, wurden sozusagen als relevante Projekte im nationalen Interesse erklärt und werden vom Ministero dell'Università gefördert. In Rom forschen dazu Professor Giovanni San Paolo, der heute bereits erwähnt wurde, und die Professorin Ute Weidenhiller. Und Ende Jänner ist ein großes Ereignis an der Universität Roma Tre geplant, mit Lesungen, Diskussionen, die eben dem Nature Writing gewidmet sind. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass erst vor wenigen Tagen ist eine sehr interessante Publikation erschienen, die Francesco Fiorentino mit zwei Kolleginnen in Rom herausgegeben hat und die sich ebenfalls diesem Thema des Nature Writing widmen. Andreas Unterweger beklagt in seinem Text sozusagen einen Naturanalphabetismus, den er allerdings als Protest vor allen Dingen der Jugend verstanden wissen will gegen das Eingreifen des Menschen in die Natur. Ganz anders der Text von Wolja Habajewa, die sich damit befasst, wie eben die Sprache mit Lebewesen umgeht, aber sehr interessant auch der Aspekt, dass sie eben das Verschwinden der Arten auch überträgt auf die Sprachen und eben auch das Verschwinden der Sprachen thematisiert. Wir hören jetzt zwei Beispiele aus diesen Texten. Ja. Andreas Unterweger, was wir nicht über Vögel wissen. Funkweise, Rotseeligen, Flauschklops, Springginkel. Jedes Mal, wenn ich versuche, die Wintervögel an unserem Futterhäuschen zu benennen, muss ich feststellen, dass mir zwar nicht die Wörter fehlen, aber doch die Namen. Die richtigen jedenfalls. Solche, die auch andere verstehen würden. Ähnlich begriffsstutzig stehe ich vor den Pflanzen in unserem Garten. Wenn meine Frau mich Kräuter holen schickt etwa,
Nicht nur, dass ich mit den Ein-Wort-Gedichten, die sie mir aus dem Fenster zuruft, nichts anzufangen weiß, ein ums andere Mal rätsle ich auch aufs Neue, welche Blätter sich wofür eignen könnten. So kredenzte ich einen Gast, der partout keinen Kaffee trinken wollte, eine Tasse würzig dampfenden Oregano-Tees. Dann bröselte ich 3 Bund Thymian in die Masse fürs Basilikumpesto. Und als ich einmal ausnahmsweise das richtige Heilkraut für den Hustentee hereinbrachte, präsentierte ich es stolz mit den Worten: Hier der Saibling, der Wäsche. Volker hatte Idea, was wir nicht über Vögel wissen. Andererseits kann eine Sprache selbst zum Ziel der Vernichtung werden. Eine Sprache kann verboten werden, wie es bei Belarussischen lange Zeit der Fall war. Die Regierung kann ungünstige Bedingungen für das Weiterleben einer Sprache schaffen. Migration, Verstädterung und andere Gründe können zum Linguizid oder zum Sprachentod führen. Die UNESCO unterscheidet 4 Stufen der Sprachgefährdung, je nachdem, wie nah die Sprache dem Tod ist. Potenziell gefährdet, gefährdet, ernsthaft gefährdet, moribund, ausgestorben. Laut dem Magazin National Geographic stirbt alle 2 Wochen eine Sprache aus. Ja. Bis zum nächsten Jahrhundert wird fast die Hälfte der rund 7000 auf der Erde gesprochenen Sprachen verschwunden sein. Wenn die Sprache verloren geht, verliert man auch alles, was in ihrer Volksdichtung war. Man verliert eine einzigartige Weltanschauung. Manchmal ist ein altes Lied der einzige Ort, an dem ein aussterbender Vogel noch lebt. Sie merken schon, es ist gar nicht so einfach, eine Antwort zu bekommen, wenn man AutorInnen fragt, in welcher Welt wollen Sie 2040 leben? Also es kommen sehr viele Dystopien, es kommen sehr viele Texte, die diese Fragestellung an sich hinterfragen. Es gibt aber auch einige Texte, die wirklich Utopien als Antwort gegeben haben. Eine Utopie als eine Vorstellung der Zukunft, im Gegensatz zur Dystopie, die ja auch in diesem Buch sehr stark vertreten ist, die ja quasi eine negative Entwicklung darstellt. Der nächste Text, für den ich sprechen möchte, ist genau in der Mitte, oder die nächsten beiden Texte sind genau in der Mitte zwischen einer Utopie und einer Dystopie angesiedelt. Und es handelt sich jetzt um das Paar Michael Stanovic aus Österreich und Radmila Petrovic aus Serbien. Beide Texte haben es als Gemeinsamkeit, dass sie in Wien spielen. Auch das ist in diesem Buch gar nicht so häufig, dass es so eine geografische Verortung gibt, eine ganz klare. Und in beiden Texten ist es eben ambivalent, ob die Zukunft eine positive ist, ob die technologischen Entwicklungen, die in beiden Texten eine große Rolle spielen, überwiegen oder ob die Natur nicht so weit zurückschlägt, dass doch aus dieser Utopie eine Dystopie wird. Bei Michael Stanovic ist das Positive, dass die zentralen Probleme, die wir heute haben, oder viele dieser zentralen Probleme 2040 durch Technologien gelöst wurden. Also die Klimaprobleme, die Lichtverschmutzung. Es gibt eine ganze Reihe von künstlich erschaffenen Pflanzen, Tieren, Bäumen, sodass das Artensterben auch mehr oder weniger passé ist. Also sehr viele Dinge, die wir heute als große ökologische Probleme sehen, sind 2040 in seiner Utopie keine Probleme mehr. Aber die Natur schlägt zurück. Das heißt, es gibt Tigermücken, es gibt Insekten, die sich quasi von dieser KI, die ja die Stadtverwaltung übernommen hat,
nicht regulieren lassen. Es gibt Feuerameisen, die die Welt bevölkern, die nicht zurückzudrängen sind, egal welche künstlichen Intelligenzen man auf sie loslässt. Also in dieser Ambivalenz ist dieser Text angesiedelt. Wir werden dann ein Beispiel daraus hören. Und bei Radmila Petrovic ist es ähnlich, ambivalent. Allerdings ist es bei ihr so, dass die Dystopie überwiegt. Auch in ihrer Vorstellung von 2040 ist sehr vieles, was wir heute an Problemen kennen, gelöst. Aber dadurch, dass es keine ökologischen Probleme gibt, hat sich die KI sozusagen die Ökologie der Seelen vorgenommen. Das heißt, es wird in die zwischenmenschlichen Beziehungen eingegriffen. Petrovics Text handelt von zwei Frauen, ein Paar, das aus Belgrad nach Wien zieht, weil ihre Form des Zusammenlebens in Belgrad nicht möglich ist. Und in Wien allerdings sind sie einer KI ausgeliefert, die ihr Zusammenleben nach seiner toxischen Gefährlichkeit beurteilt. Und dementsprechend wird jedes Wort von dieser KI bewertet und dieses Zusammenleben als so gefährlich eingestuft, dass im Endeffekt am Schluss nur mehr eine Löschung der Erinnerung helfen kann. Also ein sehr problematisches Thema, das sie aufgreift, das Eingreifen von KI, das Eingreifen von modernen Technologien in die intimsten Formen des Zusammenlebens. Ich darf Frau Czerny wieder bitten. Ausschnitt von Michael Savaric, Wien 2040. Die Feuerameisen waren keinesfalls wie Tigermücken oder andere Tiere und Pflanzen allmählich eingewandert. Man hatte sich nicht an sie gewöhnen und ihnen auch nicht langfristig mit unterschiedlichen Strategien zu Leibe rücken können. Die Feuerameisen waren von einem Tag auf den anderen wie Feindeshorden über die Stadt hergefallen. Niemand hatte sie kommen sehen. Aus allen Spalten, Löchern, dem Boden, den Bäumen, manche behaupteten sogar aus der Luft, krochen oder fielen sie hervor. Ihre Anzahl ließ sich dabei nicht mal ansatzweise schätzen. Was man jedoch sofort bemerkte, sie waren kaum zu stoppen, formierten sich zu reißenden Bächen aus Ameisenleibern, fraßen sich beharrlich durch Wände, befielen diverse Gebäude. Die Stadtverwaltung war ratlos. Technologie und Chemie erwiesen sich in weiterer Folge als wirkungslos. Jedenfalls gelang es nie, die Feuerameisen merklich zu dezimieren. Selbst dicke Mauern oder Feuerschneisen hielten die Insekten nicht auf. Sie gruben sich unter ihnen durch. Ja, ich hatte das Gefühl, der Strom von Ameisenleibern glich einer alles zersetzenden Säure, vor der man eigentlich nur fliehen konnte. Ich weiß noch, wie man massenhaft optimierte Ameisenlöwen züchtete, die zwar zuverlässig Feuerameisen fraßen, doch füllten sich ihre Trichter in einem solchen Ausmaß mit wuselnden Leibern, dass sie schließlich daran erstickten. Selbiges galt für optimierte Ameisenbären oder Drohnenanwendungen, die schlussendlich allesamt überrannt wurden. Es hieß sogar, man müsse die Stadt nun wirklich aufgeben, es bliebe nur noch ein gemeinsamer Exodus. Man müsse möglichst weit weg von den Ameisenvölkern, die allerdings selbst Gewässer überwinden konnten. Ja, das letzte Textbeispiel, das wir ausgesucht haben, bevor wir dann übergehen zu Andrea Grill, ist eben der Text der österreichischen Schriftstellerin Andrea Grill und ihrer albanischen Kollegin Albana Schaller,
Andrea Grill hat den Text von Schaller ins Deutsche übersetzt. Beide Autorinnen, Andrea Grill mit ihrem Text Die DNA der Wühle und Albana Schaller mit ihren Briefen aus der Zukunft, machen sich in ihren Texten sozusagen auf die Suche nach Hoffnungsquellen für eine lebenswerte Zukunft. Es sind zwei der wenigen Texte, die ausschließlich utopische Texte sind und in ihren Texten eben ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Natur beschreiben. Ich übergebe jetzt an Manfred, der das Gespräch mit Andrea führen wird. Ja, und ich übergebe gleich an Andrea Grill. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du aus seinem Text lesen wirst. Wir werden jetzt einen großen Teil des Texts von Andrea Grill aus diesem Buch hören und danach ein kleines Gespräch darüber führen. Und ich glaube, du wirst dann sogar stellenweise Italienisch lesen. Das kann ich gerne machen. Gut, ich gebe dir dann das Mikro, bitte. Guten Abend. Buonasera. A chi di voi farebbe molto piacere di sentire qualche pezzo anche in italiano del mio testo? Sì? Va bene. Allora, ho fatto questo tentativo al volo di fare una traduzione del mio testo che non faccio mai, quindi non è una versione perfetta. Il DNA della dignità, un'utopia. 29 febbraio 2040. Mi sveglio, tra le tende di lino entra luce chiara. 7 variabili. Un bambino, genitori, lavoro, casa, aria, acqua, memoria. No, 8. Alberi. No, piante. Vivo ancora in Europa. Ulteriori variabili. Un lago, un gruppo di laghi, montagne, spiaggia, mare. 29. Februar 2040. Ich wache auf. Durch die Vorhänge aus dicht gewebtem Leinen dringt helles Licht. 7 Variable. Kind, Eltern, Arbeit, Wohnung, Luft, Wasser, Erinnerung. Nein, 8. Bäume. Nein, Pflanzen. Ich lebe noch immer in Europa. Weitere Variable. Ein See, eine Gruppe von Seen. Berge, Strand, Meer. Il bambino ha compiuto 24 anni e lavora come biochimico. Ha un posto all'Università di Amsterdam. Cerca di capire come si possono muovere oggetti usando fotosintesi artificiale. Una parte del suo team esplora come produrre la carne risparmiando risorse e senza far male agli animali. È giovane, ma già professore. Anche se lui mi dice essere professore non vuol dire più niente, mamma. Ci siamo completamente tolte di mezzo le strutture gerarchiche. Io, senz'altro vuol dire qualcosa, che hai più responsabilità degli altri. Il bambino è d'accordo, l'ha desiderato così. Das Kind ist mittlerweile 24 Jahre alt und arbeitet als Biochemiker. Er hat eine Stelle an der Universität Amsterdam. Er erforscht, wie Objekte mittels künstlicher Photosynthese in Bewegung gebracht werden könnten. Ein Teil seines Teams sucht nach Möglichkeiten, Fleisch ressourcenschonend und ohne Tieren Leid zuzufügen, herzustellen. Er ist noch jung, aber schon Professor. Obwohl Professor sein bedeutet nichts mehr, Mama. In den Universitäten sind wir von den hierarchischen Strukturen völlig abgekommen. Sicher bedeutet es etwas, dass du mehr Verantwortung hast als andere. Dem Kind ist das ganz recht. Er hat sich das gewünscht.
Er hat sich auch gewünscht, dass die Kriege aufhören auf der Erde. Sehr hat er sich das gewünscht. Alle Kinder wünschen sich das. Momentan sind wir in Europa in einer kriegsfreien Phase. Der Kontinent floriert. Wie wir es bis hierher geschafft haben, ist etwas undeutlich. Ich vermute, es hat viel mit demokratischem Denken zu tun. Auch unklar bleibt, wieso so oft in Richtung der Zerstörung abgebogen wurde, während es ganz leicht gewesen wäre, die Bomben nicht abzuwerfen, den Trigger nicht zu ziehen, keine Gewehre herzustellen. Ohne Eile stehe ich auf, gehe ins Bad, betrachte mich kurz im Spiegel. Ich bin 65 Jahre alt. Der Spiegel ist 3-mal so alt wie ich. Ihm sieht man das nicht an. No, ho tradotto tutto, ma adesso un altro pezzo che ho tradotto. Senza fretta mi alzo, vado in bagno, mi guardo nello specchio. Ho 65 anni, lo specchio ha 3 volte la mia età. Lui non dimostra i suoi anni. Una delle caratteristiche più sorprendenti degli esseri umani è quanto sono cooperativi e pronti ad aiutare gli altri. Disse, ho letto, l'antropologo americano Christopher Krupenier. È un elemento centrale nel nostro comportamento. Una volta gli studiosi pensarono che solo noi uomini dividiamo volentieri il nostro cibo con estranei e anche se limitato. Poi trovarono anche i bonobi dividono con stranieri. Ohne Eile stehe ich auf, gehe ins Bad, betrachte mich kurz im Spiegel. Eine der ungewöhnlichsten Eigenschaften von Menschen ist, wie kooperativ und hilfsbereit sie sind, sagte, so las ich, der Evolutionsanthropologe Christopher Krupenier, damals tätig an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Es ist ein zentrales Element in unserem Verhalten. Er sagt es auf Englisch, die Übersetzung ist von mir. Wir Menschen seien die einzigen Primaten, die Nahrung mit Fremden teilen, und zwar sogar, wenn sie begrenzt ist, so dachten Affenforscher. Dann fanden sie heraus, auch Bonobos teilen mit Fremden. Wenn ein Bonobo in einem Käfig eingesperrt ist und dort Erdnüsse zur Verfügung hat und ein anderer Artgenosse in einem Käfig daneben eingesperrt ist, aber nur Steine hat, wird derjenige, der die Nüsse hat, sie dem anderen durch die Gitterstäbe schieben. Bevo il mio caffè. 2 tazze, un nuovo tipo di grani del Brasile, vengono di una pianta che cresce nel sottobosco, non sulle piantagioni, una specie che finora non si è usato nella storia del caffè. Ancora qualche variabile: trasporto, soldi, tempo, molecole. Mio figlio arriva nel mio studio come ologramma. Lo fa tutti i giorni andando al suo laboratorio. I miei collaboratori più importanti, lui dice, sono insetti. Di loro possiamo imparare tanto. Ich trinke Kaffee, 2 Tassen, eine neue Sorte Bohnen aus Brasilien. Sie stammen von einer Kaffeepflanze, die im Wald als Unterwuchs gedeiht, nicht auf Plantagen. Es ist eine Art, die in der Geschichte des Kaffeehandels bisher vernachlässigt wurde. Noch ein paar Variablen: Transport, Geld, Zeit, Moleküle. Mein Kind taucht in meinem Arbeitszimmer als Hologramm auf. Er macht das jeden Morgen am Weg ins Labor. Meine wichtigsten Mitarbeiter, sagt er, sind Insekten. Von ihnen können wir eine Menge lernen. Er, der sich als 2-Jähriger rasend einen Hund gewünscht hat, ein Hündchen nicht zu groß, aber kuschelig, hält nun nur Insekten für adäquate Haustiere. Sie störe das nicht, da ist er sich sicher. Alle anderen Säugetiere und Vögel sind als Haustiere ungeeignet, sagt er. Zumindest würde ihre Würde angetastet, wenn man sie so erzieht, dass sie sich dem Menschen total unterordnen. Es sei unser menschliches Bedürfnis, uns um noch unfertig erscheinende Lebewesen zu kümmern. Das käme daher, dass unsere Säuglinge alle de facto Frühgeburten seien. Eigentlich müssen sie ein halbes Jahr länger im Mutterkörper bleiben, um die Fitness zu erreichen, die beispielsweise
Affenbabys bei der Geburt haben. Es gibt verschiedene Thesen, warum alle Menschen Frühgeburten sind. Sicher ist, dadurch sind wir Kümmerer geworden. Wir pflegen gerne andere. Daher lebt mein Sohn mit staatenbildenden Insekten, die durch ein Labyrinth an weit verzweigten Gängen durch sein Labor spazieren, Blätter zerschneiden und Blattläuse züchten. Und er lebt mit solitären Insekten, um diese Lebensform besser zu verstehen. Wir müssen uns alle mehr mit Insekten beschäftigen, sagt mein Kind, das als 8-Jähriger am liebsten Schnitzel aß vom Schwein und Palatschinken mit Makrillenmarmelade. Jetzt ist er Gemüse und an Feiertagen Insekten. Außerdem erfindet er Spiele, digitale Spiele, in denen man tagelang Urlaub machen kann. Es sind Computerspiele, aber losgelöst von Bildschirmen. Auf Wunsch bevölkern sie deine Wohnung. Ab und zu spielen wir, mein Kind und ich, über eine Distanz von 1000 Kilometern. Manchmal klinken sich auch seine Großeltern ein, nachdem es gelang, ein System zu etablieren, über das hilfsbedürftige Menschen zu Hause in ihren Wohnungen versorgt werden. Die Gemeinschaft bezahlt das, und zwar sehr gut. Pflegeberufe und alle Berufe, in denen es darum geht, sich als Mensch um Menschen zu kümmern, sind hoch dotiert und folglich begehrt. Auch Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Gemüsebäuerinnen verdienen überdurchschnittlich gut. Weil vor allem Frauen diese Tätigkeiten ausüben wollen, sind sie mittlerweile die etwas reichere Hälfte der Gesellschaft in Europa. Nach dem Holo-Treffen mit meinem Sohn mache ich mich an die Arbeit. Ich arbeite nicht, weil ich muss, sondern weil ich es liebe. Meine Arbeit besteht darin, virtuelle Welten zu bauen aus Sprache oder aus Bildern. Ich würde die Tätigkeit nicht einmal unbedingt Arbeit nennen, weil sie mir so großen Spaß macht. Doch es ist Arbeit und es ist okay, gern zu arbeiten. Solange ich lebe, habe ich nicht vor, damit aufzuhören. Dopo aver incontrato l'ologramma di mio figlio, inizio a lavorare. Non lavoro perché devo, ma perché lo amo. Il mio lavoro consiste nel costruire mondi virtuali di linguaggio, immagini. Non chiamerei nemmeno lavoro questa attività perché mi piace così tanto, ma è lavoro. Ed è ok di trovare piacere nel proprio lavoro. Per quanto sarò viva, non ho intenzione di smettere. Domanda: siete felici? Siamo fortunati, abitiamo in Europa, il quale significa uno spazio con limiti permeabili, nel quale le persone si sono messe d'accordo che i soldi sono un'invenzione che a volte fa più facile la convivenza, ma non di più. Un'altra valuta legittima è il tempo, è una materia prima dolce. Il suo valore è qualcosa che collega il bello con il necessario, perché appartiene a tutti, non è gestita da nessuno, è qui per servirsi. Una specie di miracolo, in ogni caso un ideale, un capitale che si rinnova ogni giorno dal nulla. 24 ore per tutti, senza interesse né tasse. Il principio democratico di questa invenzione è stato riconosciuto ufficialmente in Europa. Così tutti nascono ricchi uguali. Nachgefragt, seid ihr glücklich? Wir haben Glück. Wir leben in Europa, womit ein geografischer Raum mit durchlässigen Grenzen gemeint ist, in dem die Menschen sich darauf geeinigt haben, dass Geld eine für das menschliche Zusammenleben auch praktische Erfindung ist, aber nicht mehr als das. Eine andere gesetzlich legitime Währung ist die Zeit. Ihr Wert als sanfter Rohstoff, etwas, das das Schöne mit dem Notwendigen verbindet, weil sie allen in gleichem Maße zugeteilt ist und von niemandem verwaltet wird. Sie ist einfach da zur Selbstbedienung, eine Art Wunder, jedenfalls ein Ideal. Ein sich täglich aus dem Nichts erneuerndes Kapital. 24 Stunden für alle, zins- und steuerfrei. Das demokratische Prinzip dieser ebenfalls menschlichen Erfindung, 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden mal unendlich kleine Zeitteile pro Tag,
wurde in Europa offiziell anerkannt. So werden alle Europäerinnen gleich wohlhabend geboren. Vado a fare un giro in città. Le passeggiate nelle grandi città sono piacevoli. Le città non sono più soprattutto organizzate attorno ai bisogni delle macchine, ma ai quelli delle persone che camminano o vanno in bicicletta. In mezzo ad ogni strada c'è una parte larga riservata ai passanti. Di fianco c'è posto delle bici e sui lati si possono accallare le poche macchine che ci sono ancora. Incontro dei bambini che vanno a scuola saltellando, giocando. Non hanno fretta, prendono il loro tempo. Nelle scuole c'è ormai il tempo variabile. I bambini possono entrare in un arco di 2 ore secondo i loro bisogni, visto che anche la maggior parte dei genitori lavorano con l'orario flessibile. La prima colazione è diventata un'occasione importante di incontro. Tutti hanno dormito abbastanza, imparano più velocemente, sono più concentrati e di buon umore. Lavorare 60 ore la settimana non è più qualcosa che richiama ammirazione. Una persona del genere appare rimasta persa in tempi passati. Non ha fantasia di provarsi ulteriori occupazioni, sia dormire. Chi sa dormire bene viene apprezzato per il suo talento. Chi dorme tanto viene ammirato. Ich gehe hinaus in die Stadt eine Runde spazieren. Das Gehen in der Stadt ist angenehm. Städte sind nicht mehr vorwiegend nach den Bedürfnissen von Automobilen eingerichtet, sondern nach denen von Fußgängerinnen und Radfahrerinnen. In der Mitte jeder Stadt gibt es einen breiten Streifen, der für die Gehenden reserviert ist, die Gehbahn. Daneben einen Streifen für Radfahrer. An den Rändern dürfen sich die wenigen Autos zusammendrängen, die es noch gibt. Ich treffe auch Kinder, die zur Schule gehen. Sie springen, spielen, trödeln ein bisschen. Sie haben keine Eile. In den Schulen herrscht Gleitzeit. Die Kinder dürfen innerhalb eines Zeitraums von 2 Stunden eintrudeln, je nachdem, was ihnen entspricht. Da auch die meisten Eltern dieses Gleitzeitmodell haben, hat sich das Frühstück zu einer Hauptmahlzeit des Tages entwickelt. Alle sind ausgeschlafen, lernen schneller, arbeiten konzentrierter und auch schneller. Die Aussage, eine 60-Stunden-Woche zu drehen, ruft in Europa keine Bewunderung mehr hervor. So eine Person wird hoffnungslos in alten Zeiten verhaftet. Hat die denn keine Fantasie, um sich andere Betätigungen auszudenken? Sei es Schlafen. Schlafen gilt als großes Talent. Wer viel schläft, wird bewundert. Ja, vielen Dank. Das Wechseln auch beeindruckend. Eine persönliche Frage gleich dazu am Anfang. Ich weiß, dass du auf Sardinien studiert hast und deine Dissertation, glaube ich, für Schmetterlinge geschrieben hast. Hast du dort Italienisch gelernt oder vorher schon? Oder wie kam es dazu, dass du, ich meine, du sprichst sowieso auch alle Sprachen, aber warum auch Italienisch so gut? Danke. Also ich konnte es schon, bevor ich nach Sardinien gekommen bin. Ich habe eigentlich Italienisch in der Schule gelernt in Bad Ischl als Wahlpflichtfach bei meiner Italienisch. Ja, Elia Oberecker, und sie hat das sehr gut gemacht. Ja, und dann als erstes, als ich angefangen habe zu studieren in Österreich, damals ging man ja zur Uni auch noch hin, um sich wirklich dort vor Ort bei einem Fenster anzumelden, also zu inskribieren. Dann habe ich gleich gefragt, wann kann ich in Italien studieren? Kann ich das jetzt gleich machen? Ich würde das gerne. Wann kann ich Erasmus machen? Und dann haben die gesagt, jetzt studieren Sie einmal. Und dann bin ich nach einem Jahr Studium in Österreich nach Perugia gegangen, um dort Erasmus zu machen. Und dann ist immer, also ja, diese Verbindung zu Italien ist immer geblieben. Irgendwie glaube ich, es gibt Vorfahren, italienische Vorfahren in unserer Familie, die bei mir dann so durchgekommen sind. Was du ja vor allem auch bist, also Autorin mit mittlerweile sehr vielen Büchern, sehr vielen Romanen, aber vor allem eben auch Biologin.
Also du bist ja unter all den Autorinnen und Autoren, die in diesem Buch vertreten sind, wahrscheinlich die, die den Zustand der Welt mit am besten beurteilen kann, weil das einfach auch dein erlernter Beruf ist. Jetzt geht man normalerweise davon aus, je besser sich jemand mit der Welt und dem Zustand der Natur auskennt, desto eher müsste eine Dystopie entstehen. Trotzdem hast du dich für eine Utopie, für den wahrscheinlich positivsten Text im ganzen Buch entschieden. Warum? Also ich denke, das hat schon noch viel damit zu tun, dass ich Evolutionsbiologin bin. Und außerdem kann ich auch verraten, du weißt es, ich habe kurz davor diesen Roman geschrieben, Perfekte Menschen, der eine totale Dystopie ist. Also ich hatte mich da in dem ausgetobt und wo ich mir auch vorgestellt habe, das wird so sein, vielleicht 2050. Also ich habe es nicht genau definiert, ich wollte das nicht definieren, aber es wird in der nächsten Zukunft sein. Und da schaut es vor allem für die Kinder sehr schlecht aus in dem Roman. Aber Tragödien sind ja eigentlich dazu da, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Und ich habe ihn auch aus diesem Grund geschrieben, wirklich. Und dann in dem Text und auch meine Kollegin Albana Schaller hat sich das halt gedacht, also wenn du Kinder hast oder Enkelkinder oder die gerne möchtest, ist es ja auch merkwürdig, also das ist jetzt sehr basal und vielleicht auch biologisch, musst du ja eigentlich eine Vorstellung haben, wie die Welt gut sein könnte, zumindest so, dass sie dort leben können. Und irgendwie kommt auch dazu, dass du ja die sind jetzt viel jünger, also mein Sohn war, als ich den Text geschrieben habe, 9. Und natürlich, also irgendwie traut man denen ja auch einiges zu. Das soll nicht heißen, dass die das machen müssen und wir denen den Mist hinterlassen können. Aber ich kann mich schon sehr gut erinnern, wie ich jung war und Teenagerin und es gab den sauren Regen und das Waldsterben. Und das hat mich auch sehr dazu bewegt, dass ich dann Ökologie studieren wollte, weil ich da was machen wollte. Und ja, es gibt jetzt, in der Hinsicht ist es jetzt eigentlich schon einmal besser. Es gibt keinen sauren Regen und es gibt das Waldsterben irgendwie jetzt wieder, aber es gab es zwischendurch einmal nicht. Also wir können auch was richtig machen. Wir schwimmen mittlerweile in Flüssen, wo wir nicht schwimmen konnten in meiner Jugend. Es gibt mittlerweile sogar in Österreich wieder Wölfe. Manche Leute finden das irrsinnig nervig, aber das ist was, wir schießen die auch gerne ab und ich würde gerne wissen, wie Sie das schaffen in Udine, dass es hier viel besser geht mit dieser Konvivenz. Aber es ist auch so, also das ist was geklappt hat. Wir wollten das als EU, da wurden Leute befragt, wir wollten diese großen Raubtiere zurückhaben in Europa. Wir wollten, damals habe ich auch in Bologna am Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica gearbeitet. Und das war ganz am Anfang. Und ihre Hauptbeschäftigung war damals und ist jetzt auch heute, die Wölfe in Italien zu monitoren. Es scheint jetzt, als würde das ganz woanders hingehen. Aber ich will es damit sagen, wir wollten als EU Wölfe und Bären haben in Europa und innerhalb eigentlich von wenigen Jahrzehnten ist es geglückt. Also es geht schon was, wenn wir wollen. Und das Zweite ist, jetzt als Evolutionsbiologin, finde ich halt manchmal witzig, wie wir dann denken, wie wir uns und unsere Welt sich ändert in einigen Jahrzehnten und halt total schlecht wird. Aber offenbar bleiben alle anderen gleich. Dabei ändern wir uns als Säugetiere viel weniger schnell als zum Beispiel Feuerameisen oder Schmetterlinge, weil die einfach einen schnelleren Evolutionsrhythmus haben. Und da kommen wir vor, wir nehmen das schon wieder so wichtig, also auch im schlechten Sinn, wir nehmen uns so wichtig, dass wir denken, wir sind dann die einzige Art, die es dann schafft, dass wir uns selber zum Aussterben bringen. Also ich finde das irgendwie witzig, weil ich mir denke, das ist so unnatürlich. Wir sind halt ein Säugetier und wir haben einen riesigen Einfluss auf die Welt und wir müssen schon aufpassen, dass wir sie nicht kaputt machen. Aber irgendwie denke ich mir auch, es ist total unlogisch, einfach aus evolutionsbiologischen Gründen. Also irgendwie so, also warum sollten wir da denke ich mir dann sind wir doch nicht naturwissenschaftlich genug, sondern dann glauben wir immer noch, wir sind irgendwie doch Halbgötter und deswegen sind wir so toll, dass wir uns sogar kaputt machen können und die ganze Welt. Also in dem Sinn würde ich auch sagen, ich vertraue in das Leben auf der anderen. Ja, es ist schon fortgeschritten, soweit ich verstanden habe, wird um 7:30 die Uni zugesperrt. Sagen wir mal so, wir sollten daran denken, dass es passiert. Eine Frage jetzt noch, weil es ist ja eine Geschichte, dass in diesem Buch
DichterInnenpaare geschrieben haben. Und so zusammengearbeitet wie du mit deiner Kollegin haben wenige. Albana Schaller war deine Kollegin, eine albanische Autorin, die du übersetzt hast, die du auch darüber hinaus übersetzt. Und ihr beide kommt ja wechselseitig im Text der jeweils anderen vor. Wie intensiv war diese Zusammenarbeit? Habt ihr euch abgesprochen oder wie muss man sich das vorstellen? Also das gehört vielleicht irgendwie auch zu dem Sprachschutz. Also ich habe gerne mit Freundinnen, spreche ich manchmal davon, dass wir ein Sprachschutzgebiet haben. Also wir sprechen gerne seltene Sprachen. Albanisch ist jetzt nicht ganz so selten, aber es ist schon seltener als sehr viele Sprachen und sicher seltener als Deutsch. Und ich mag eigentlich Sprachen gerne, die ein kleines Verbreitungsgebiet haben. Und mit Albaner, also wir kennen uns ganz gut. Ich übersetze sie schon sehr lange, ich kenne sie lange. Aber irgendwie haben wir uns, als wir das Projekt eingereicht haben, nicht realisiert, dass sie nicht Deutsch spricht und unsere gemeinsame Sprache eigentlich nur Albanisch ist. Und indem sie plötzlich, als wir begonnen haben zu schreiben, habe ich mir gedacht, hey, du kannst meinen Text gar nicht lesen. Und dann hat sie das zwar manchmal durch KI übersetzen lassen, aber ich bin ja eigentlich total vehement dagegen, literarische Texte übersetzen zu lassen, sogar aus Gründen des Klimaschutzes, weil ich dann immer so denke, das kostet ja nicht nichts, diese Server, die stoßen irrsinnig viel CO2 aus und ich atme weniger aus und dann müsste ich es übersetzen. Und ich kann natürlich nicht einen entstehenden Text dauernd übersetzen, aber doch habe ich irgendwie doch gemacht. Also wir haben sehr viel gesprochen und viel miteinander schon vorher, bevor wir wirklich zum Schreiben begonnen haben und dann halt auch währenddessen. Und sie hat mir dann auch, also wir haben das schon immer wieder geteilt, sie hat mir schon ihre Stücke geschickt und ich habe ihr halt dann immer auch erzählt, woran ich arbeite. Ja, dann vielen Dank. Du hast ja auch Gedichte mitgebracht, die du auf Italienisch geschrieben hast. Andrea Grill hat mir vorab gesagt, eigentlich ist sie ja irgendwie auch Italienerin. Oder so. Also Gedichte, die auf Italienisch geschrieben wurden. Und ich würde dich bitten, dass du so ein Gedicht zum Abschluss liest, bevor wir dann eventuell noch zu einer Fragerunde kommen. Bitte darum. Danke. Ja, also vielleicht werden sich manche wundern, aber ich wäre es irgendwie gerne. Aber mein Sohn sagt, ich hätte den italienischen Pass schon verdient. Aber ich habe gelesen, es ist sehr schwierig, den zu bekommen. Viaggi. Di nuovo il viaggio conosciuto sotto le nuvole come pecore rasate che nuotano. Nel lago rovesciato su questo paesaggio, noto ma sempre migratore, terra con il viso di un falco, verde come dicono che siano i miei occhi, ma che ogni volta guardo sorpresa, come se fossi cresciuta, come se non fossi cresciuta qui. E mi fa tornare in mente l'Argentina, boschi con alberi fitti fitti, neanche mezzo metro per mettere tenda o testa. Quindi dormimmo in piedi ed ero a casa vicino ad un ghiacciaio, sciogliendosi da centinaia di anni e quando il sole stava all'apice del suo percorso immaginato da noi, si ballava il tango all'aria aperta come fai tu in Piazza Repubblica quando aspetti l'autobus. Da gibt es jetzt keine Übersetzung ins Deutsche, weil das irgendwie nicht gepasst hat. Das kann ich irgendwie nicht. Okay. Ja, dann vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Elke Arzler. Vielen Dank, Christian Cicciani. Ja, und wir eröffnen so eine Frage für Andrea G. Haben Sie nie versucht, einen Text direkt auf Albanisch zu schreiben über diese Themen? Über die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen? Mhm. Zum Beispiel Menschennatur. Haben Sie nie versucht,
als zum Beispiel Texte auf Albanisch zu schreiben über diese Themen? Ich glaube, Sie haben alle die Frage gehört. Also ob ich Texte versucht habe, auf Albanisch zu schreiben über diese Themen, Mensch und Natur. Ich habe tatsächlich auch auf Albanisch ein paar Texte geschrieben, kürzere Texte einmal, aber es ist irgendwie so, man kann nicht alles machen. Mein Albanisch ist zwar gut als Übersetzerin, aber irgendwie um Texte zu schreiben, fällt es mir schwerer als auf Italienisch. Und es ist auch so, ich erlebe dauernd von allen Albanerinnen und Albanern, dass sie mir sagen, bitte übersetzt unsere Texte in andere Sprachen, weil Albanisch liest ja niemand. Und in dem Sinn ist es auch ein bisschen so. Also Albanisch würde ich halt schreiben für einige Kolleginnen, Dichterkolleginnen, die das dann lesen würden. Es gibt natürlich auch Zeitschriften, aber ja, es ist eine schöne Sache. Wenn ich nicht viel zu tun hätte, würde ich vielleicht dann auch noch mehr Texte schreiben. Können Sie Albanisch? Ja, ich nicht, aber ich war in vor einem Monat in einer digitalen steht. Aber Aber das ist eigentlich Albanisch, das ist ein antikes Albanisch. Also ich war dort auch und ich kann mit ihnen einfach Albanisch sprechen. Ja. Die verstehen mich dann und ich verstehe sie, obwohl wir wissen, dass wir durch die Jahrhunderte sprechen. Also das ist zum Beispiel ein toller Beweis, wie das geht, dass eine Sprache irgendwie sich lustigerweise dann in einem anderen Gebiet erhalten hat. Aber in Italien geht es den Endemismen gut. Es gibt auch eine Art Eichhörnchen, die ich mitentdeckt habe in Süditalien, die es nur dort gibt auf der ganzen Welt. Was schon ziemlich arg ist, weil Eichhörnchen bewegen sich eigentlich sehr viel und sind sehr, sind sich sehr ähnlich in Europa. Wo ist das? Es ist in Kalabrien, also das Eichhörnchen auf diesem Berg, den es da gibt, jetzt kann ich gerade den Namen nicht sagen, aber da gibt es ein Gebirgs. Ja, genau. Sila. Ja. Und das ist irgendwie durch die geologischen Gegebenheiten ist diese Art dort, aber die ist auch erst kürzlich entdeckt worden, weil sie, oder richtig beschrieben worden. Aber das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, weil das irgendwie jetzt mich erinnert hat an diese Arbresh bei Civita. Das ist auch in Kalabrien und die dort im Dorf, die sind vor 500 Jahren aus Albanien geflohen nach Italien und sprechen halt immer noch die Sprache, haben das irgendwie bewahrt. Und wenn man dort hinkommt und Albanisch spricht, dann gehen die alle Türen auf, sofort. Alle zücken die Schlüssel und sperren die alles auf. Gibt es noch Fragen? Ich habe eine Frage. Also was mich sehr interessieren würde, ich habe schon vorher ein bisschen darüber gesprochen, ist, dass der Titel, also die Fragestellung ist, in welcher Welt wollen wir 2040 leben? Aber die Geschichten, die ich gelesen habe, ich habe noch nicht alle gelesen, muss ich zugeben, sprechen aber von einer Welt, bestenfalls in der wir leben werden, oder in einer Welt, in der wir jetzt leben und die eventuell noch schlimmer werden kann. Also dieses Wollen haben eigentlich wenige erfüllt. Sie war da sehr diszipliniert. Das hat sie nicht gesagt vorher, das war auch nicht ein Grund, glaube ich. Aber ich wollte also wissen, ob das dann irgendwie mal ein Thema war, das besprochen worden wurde, also von den Herausgebern mit den Autorinnen, oder ob er ganz einfach gesagt hat, passt schon so. Das war tatsächlich auch schon ein großes Thema, weil es ist ja eine Ausschreibung gemacht worden und diese Ausschreibung hat sich gerichtet an alle österreichischen Autorinnen und Autoren, die wir erreichen konnten. Und dann kam eine ganze Reihe von Einsendungen. Zuerst kamen Projektvorschläge, Projektbeschreibungen und aus diesen Projekten wurden dann eben diese 14 Paare ausgewählt. In diesen Projektbeschreibungen war unser Eindruck von Anfang an so, dass da überhaupt keine Utopie dabei ist. Also wir haben dann schon überlegt, was wir machen. Wir haben überlegt, sollen wir das überhaupt durchziehen? Sollen wir den Titel ändern? Weil ja diese Fragestellung einfach nicht beantwortet wurde.
Wir haben dann aber uns einfach gedacht, es ist eine ganz eigene und eigentlich sehr spannende Herangehensweise der Autorinnen und Autoren, dass sie diese Frage nicht als solche akzeptieren, wie wir sie stellen. Es ist offenbar jetzt eine Zeit, wo man, wenn man nicht Andrea Grill ist, einfach keine positive Utopie schreiben möchte. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast mit deinem Sohn. Das ist eine Lebenssituation, in der man natürlich anders denkt als in einer anderen. Das spielt sicher eine Rolle und es gibt sicher noch andere Gründe dafür. Aber es gab tatsächlich einige, die das Ganze auf eine Metaebene gebracht haben, wie eben zum Beispiel Tanja Maljatschuk und Larissa Denisenko, die Fragestellung an sich hinterfragt haben, die Möglichkeit, so eine Frage überhaupt zu stellen, hinterfragt haben. Dann gab es eine Reihe von Leuten, die einfach, so wie sie sagen, geschrieben haben, in welcher Welt werden wir wahrscheinlich leben müssen. So hätte man das dann irgendwie nennen müssen im Untertitel. Und wirklich nur 2 oder 3 im ganzen Buch, die man als eine positive Utopie durchgehen lassen kann. 2 oder 3 ist schon sehr positiv. Ja, sehr positiv. Ja, 2. Ja. Also das war ein großes Thema, aber wir haben uns dann gedacht, es ist ein unglaublich spannendes Dokument auf einer noch sehr breit angelegten Beantwortung einer bestimmten Frage als Nicht-Beantwortung dieser Frage. Mhm. Also auch das ist ja irgendwie eine Antwort. Ja. Kann ich vielleicht noch dazu sagen, also ich kenne die Autorinnen und Autoren natürlich nicht alles gut, aber was ich so es ist schon, sie sind halt eher humanistisch geprägt. In dem Sinne bin ich wirklich dann die Naturwissenschaftlerin. Und mir fällt auf, ich habe auch so eine Reihe kuratiert in Wien zum Thema Klimawandel, wo dann immer Naturwissenschaftler und Dichterinnen gesprochen haben, so im Dialog. Und interessant war wirklich, sagen wir, der am meisten Hardcore Naturwissenschaftler, der Physiker, da waren dann am Ende des Abends alle wirklich optimistisch gestimmt, obwohl der uns Modelle gezeigt hat. Oder vielleicht deswegen, also er hat uns Modelle gezeigt, wie sich die Erde in kürzester Zeit durch unsere Schuld sehr stark erhitzen könnte, wie sie sich auch sehr schnell abkühlen könnte und so. Ich fand das total interessant, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte, dass das gerade von den Leuten, die sich so auskennen, dass dann irgendwie sowas entstanden ist. Also, aber auch, er hat halt auch immer wieder gesagt, aber wir haben es immer noch in der Hand, wir haben es jederzeit in der Hand, also vieles. Und wir können das ja, weil wir so, das hätten dann die Biologinnen gesagt, weil wir so soziale Wesen sind und so gut vernetzt sind, wir könnten vieles wirklich in kurzer Zeit ändern. Das haben wir auch gesehen während der Pandemie, wie gut das ginge und wie schnell das geht. Aber es ist uns offenbar jetzt auch nicht so dringend mit allem anderen außer der Pandemie. Das war uns sehr klar. Und sonst ist es, also das glaube ich, kommt ein bisschen dazu, dass, also dieser Hintergrund für die auch, dass da vielleicht so eine besonders jetzt in so eine Hilflosigkeit ist, kommt mir auch vor in der Kunst und in der, unter den eher humanistisch orientierten, weil das so was Ungreifbares irgendwie ist und man dann eher so sagt, ja, wir sind so schlecht, wir sind halt böse und zerstören alles. Und Albana Schala, die ist also die arbeitet als, der hat sehr lange gearbeitet in einer NGO für freie Presse in der Welt und wahrscheinlich hat sie da so viel Schlechtes erlebt, dass sie dann nur eine wirklich positive Sache schreiben wollte. Das ist doch noch eine ganz konkrete Frage zu deinem Text, weil da jetzt dieser biologische Hintergrund einfach rauskommt. In deinem Text ist es so, dass es ja zum Beispiel keine fossilen Energieformen mehr gibt, weil die alle ersetzt wurden durch nachwachsende. Also es ist einfach Holz da und es wird alles so gemacht, dass da quasi die CO2-Belastung und so weiter nicht mehr steigen kann. Und das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel Autos nach wie vor existieren, Autos aber, ich verkürze das jetzt mehr oder weniger fast auf Bäumen wachsen, also auch nachwachsende Materialien sind, die das dann irgendwie. Wie realistisch ist sowas, wenn ich dich jetzt als Biologin frage? Ja, danke mit den Autos. Das hat mich wirklich sehr interessiert und da habe ich auch nachgelesen extra. Und es ist wirklich nicht so unrealistisch, wie man glauben würde. Also diese Sache, man denkt sich ja, was brauchen wir, um CO2 zu absorbieren? Wir brauchen mehr Wesen, die photosynthesieren und ob man das künstlich herstellen kann. Und es ist nicht so
unmöglich, wie man sich denkt. Da wird schon danach geforscht und dann werden idealerweise eben Autos irgendwie semi-lebendig. Also ich finde das halt auch spannend. Das ist jetzt, ich bin wirklich so eine richtige empirische Ökologin, dass ich das immer so konkret mir dann vorstelle. Aber es geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie sich der Michael Stavaric das gedacht hat. Aber er hat sich halt viel technischer, noch sehr technokratisch gedacht. Aber ich glaube, es würde schon, also wenn wir das wirklich wollen, gibt es da schon sehr viele Möglichkeiten. Also ja, das würde mir schon gut gefallen, mein Auto. Wo dann, ich habe das jetzt nicht vorgelesen, aber meine Idee wäre dann, dass halt da wirklich am Dach auch Erdbeeren wachsen und die kann man dann ernten und so. Das wäre jetzt ein wunderbarer Schlussfrage. Und ich hätte aber noch eine Frage. Warum 2040? Muss ich dann die Frage lesen, in welcher Welt wollen wir 2040 leben? Das heißt, wir werden es ja nicht erleben. Was war der Hintergrund? Diese Fragestellung war eigentlich vorgegeben durch diese, ja, Eltern hat das vorher ja auch gesagt, es hat dieses Projekt Imagine Dignity, das ja von 2023 weg auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, Kulturbereichen, Kunstbereichen und so weiter in Österreich gearbeitet wurde. Und da ist dieses Jahr 2040 noch ein Zielpunkt für sehr viele dieser Projekte gewesen, daher war das vorgegeben von alle. Uns hat aber gerade dieser Punkt sehr fasziniert, dass das eben eine Zeit ist, wo man sich, wo man, wenn man Kinder hat, diese Kinder auch irrsinnig gut sich noch vorstellen kann. Also das ist jetzt in 15 Jahren, als wir das gemacht haben, waren es noch 17 Jahre. Also wie schaut die Welt in 17 Jahren aus, wenn man das zurückrechnet? Vor 17 Jahren gab es gerade irgendwelche Tastenhandys, da gab es noch kleine Smartphone, da gab es, also das ist alles so weit weg. Und wenn man das jetzt in die andere Richtung denkt, es ist nicht so unvorstellbar, wie wenn man sagt, wie schaut die Welt 3000 aus. Das kann sich wahrscheinlich wirklich überhaupt niemand mehr denken. Aber 2040 leben eigentlich sehr viele, die wir kennen noch, hoffentlich wir auch. Also das ist irgendwie eine Zeit, die ist spannend, von daher. Ja, das hat mich deswegen fasziniert, das 2040, weil eben in ganz viel Literatur wir dann immer auf 2080, 2100 gehen und so weiter. Ja? Also die ganze Literatur, die es jetzt auf dem Markt gibt, verschiedene Genres, also die gehen dann so 100 Jahre weiter. Und das ist aber eben Erleben. Es wird bei Andrea Grill halt so gehen wie dem George Orwell. Aus 40 diesen Text lesen und sagen, aber das stimmt ja gar nicht. 1984 weiß ich noch gut, haben uns alle gedacht. Das stimmt ja gar nicht so. Und werden alle sagen, es ist leider gar nicht so gut, wie du gesagt hast. Aber vor 17 Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jetzt mit dem Smartphone fast alle Pflanzen bestimmen können, wenn man das so hinhält. Und das finde ich zum Beispiel eigentlich sehr toll, vielleicht auch sehr CO2-intensiv, aber schon großartig. Oder auch ganz einfach, dass man Lehrveranstaltungen oder Vorträge hält, wo sehr viele Leute aus der ganzen Welt einfach teilnehmen können. Ja. Unvorstellbar. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir können es wirklich helfen. Ja, herzlichen Dank fürs Vergessen. Herzlichen Dank, liebe Konstanze, schöne Lesen. Ich glaube, das war ein guter Auftrag für unser Herbstprogramm der Assoziation der Bibliothek Austria. Wir arbeiten ja nur zur Erinnerung die Barbilento und die Literatur zusammen und auch mit dem Forum Austria Kultura. Diese drei Organisationen es möglich machen, dass wir eben auch solche Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Ja, und wir freuen uns natürlich schon auf den 5. November,